Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu der Insel in The Legend of Zelda Oracle of Ages. Wir sind gestrandet, nachdem wir mit dem... Fuck, da kann man vertrinken. Okay. Wir sind gestrandet, nachdem wir mit dem Floß haben versucht, irgendwo anzufahren. Und das ist schon mal geplant, weil eigentlich wollte ich alles zuerst mal erkunden, so wie jetzt. Und dann sind wir in den Sturm gekommen und BAM! Und dann sind da 5 von diesen Viechern um uns rumgestanden und haben uns beraubt. Und jetzt tun wir die mal investigaten. So, da du. Wie soll man die sprechen? Was für eine Stimmlage haben Kaulquappen? Dies ist die sichere Insel. Einen Tokai wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Du hast Ohren. Ein langohriger Tokai? Okay, also, wie gesagt, wir haben einfach gar nichts mehr. Und das ist sehr praktisch, wenn man gegen Monster kämpfen sollte. Vielleicht können wir einfach mal da ab. Du hast meinen Saatbüttel. Gib mal meine Samen zurück. Hey, du hast da so. Das habe ich am Strand gefunden. Ein Tokai ohne Schwanz lag daneben. Hey, dir fehlt auch der Schwanz. Oh, das heißt, nimm nur. Ich kann damit eh nichts anfangen. Danke für meine Schufeln. Das war alles, aber vielleicht haben andere Tokai noch mehr. Vielleicht auch nicht. Sieh dich doch vielleicht mal um. Ja, vielleicht mache ich das. Du. Ich drück mal das Auge zu. Okay, da mal schauen, ob da irgendwas vorhanden ist. Also das Anker mal umgraben, was ziemlich witzig ist. So Dingszeug sammeln, so Rubin und so. Können wir... Oh, ist ein Schwert. Kann man verschieben? Man kann sicher verschieben, aber das wäre schlecht, dann kommen wir dort nicht durch. Aber da kommen wir durch, so. Gib mir mein Schwert, du Sack. Schwert. Gib mir mein Schwert. Hey, du bist doch der, gut, dass du hier bist. Ich dachte, ich sollte das wohl besser zurückgeben. Da, nimm nur. Jupp, du erhältst dein Holzschwert zurück. Wuhu. Das war alles. Aber vielleicht haben andere Tokai noch mehr. Vielleicht auch nicht. Sieh dich doch vielleicht mal um. Ja, vielleicht mache ich das. Was hättet ihr euch abgesprochen? What the fuck? So, mal schauen, können wir das Rätsel überhaupt lösen? Nein, wenn wir mit der Feder drüber springen, weil sonst... Wenn wir da reinschieben, haben wir alles blockiert. Wenn wir da reinschieben, haben wir alles blockiert. Okay, ja. Also brechen wir durch. Ich finde das übrigens cool. Ich weiß nicht, ob das so Stalagmite sind. Sieht fast so aus. Oder einfach normale Kristall. Auf jeden Fall, man kann sie zerschlagen mit dem Schwert. Was auch immer das Ding ist. Ich kann es verschieben. Ah, vielleicht was aus dem Ranken. Und wenn wir dann in die Zukunft gehen, dann ist das so voll die fette Flower. Fette Flower. Eine fette Flower ist eine spezielle Pflanze. Ist eine Mischung aus einer Auer und einer Blume. Und wenn sie wächst, dann gibt sie gewisse Laute von sich, die man als Auer könnte interpretieren. Darum ist es eine fette Flower. Kaffee etwas. Ein Schild für 50 Rubine. Wir haben ein Schild eigentlich. Dann aber ab! Ich glaube, wir suchen zuerst mal ein Schild. Dann kaufen wir den da. Und dann schauen wir, was der Tokai, wo unser Schild hat, dazu sagt, wenn wir das Schild schon haben und dann quasi von ihm das Schild wieder zurückwendet. So, falls ihr wisst, was ich meine. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend gewesen, gell? Sind wir denn da oben? Oh, noch mehr Steine, die wir nicht können verschieben. Weil einer von den Tokai ist das Kraftarmband geklaut hat. Was hast du zu sagen zu deiner Verteidigung? Unser Beschützer befindet sich in der Mitte der Insel. Wenn die Sonne im Zenit steht, bricht die Flut herein. Manchmal gelangt man nicht mehr zu ihm. Schön. Eurem Beschützer ist aber nicht das komische Gesicht, das wir vorne gesehen haben, wo noch alles Auge hat. Kommen wir da weiter? Nein, wir brauchen auch wieder unsere Händchen, also Kraftarmband, besser gesagt. Was hast du zur Verteidigung zu sagen? Auf der anderen Seite der Insel gibt es auch seine Flächen. Ja, wir brauchen aber unsere Harfendämpfer. Komische Bibeli. Bombe. Ich glaube, da können wir hin, wenn wir dort oben durch sind. Also brauchen wir definitiv endlich unser Kraftarmband. Es bringt Glück, Rankenkeime an eingefochtenen Felsvorsprüngen zu platzieren. Ja, man kann auch Felsvorsprengen, aber naja. Vor langer Zeit strahlte hier ein Duftbaum. Wenn du jetzt einen Setzling pflanzen würdest, bräuchte er hunderte von Jahren, um ein Baum zu werden. Was ein vor langer Zeit stand. Ah, Duftbaum.
Ich hatte den gestrandet, what the fuck. Ah! Kennen wir. So. Du hast 2 von meinen Sachen. Wenn dir etwas gefällt, können wir handeln. Diesen Reif habe ich gefunden. Für nur 10 Duftkerne ist er rein. Du hast keine Duftkerne? Dann nehme ich deine Schaufel. Okay. Ausnahmsweise. Du hältst das Kraftarmband. Halte den Knopf und drücke Steuerkreuz, um schwere Dinge zu heben. Also wir können jetzt hier alle Gegenstände austauschen und dann wir mal schauen, ob wir noch andere Gegenstände ankommen. Zum Beispiel könnten wir zu dem Tokai dort oben, aber für das müssten wir einen Duftbaum pflanzen. Und da brauchen wir Bomben. Das heißt, wir gehen, glaube ich, zuerst mal dort oben rein, weil dort sieht aus, als wäre die Stecke, wo vorne bei den Bibel war. Und wenn wir zu den Bibel kommen, dann haben wir Bomben. Und mit diesen Bomben kann man das Zeug freisprengen. Und dann haben wir schon wieder was. Und darum gehen wir jetzt mal da durch. Wahrscheinlich kann ich mich an... Fuck. Moment. Vielleicht doch nicht fuck? Ah. Ich hab gedacht, what the fuck, brauchen wir jetzt Bomben, um eine Bombe zu kommen? Das ist ja voll Inception und so. Du hältst deine Bomben zurück! Boo, ja, oder die lieber sagen, boom, boom. Okay, Bombe. Flup. Boom. Flup. Boom. Okay. Sicher Rubin oder so den. Ja, ist ein Gaschakern. Steck ihn in weiche Ende. Okay, dann halt, dann gehen wir doch mal, wir haben wieder Bombe bekommen, cool. Gehen wir doch mal dort freisprengen. Moment, was habe ich da innen gebraucht? Auch da zum Lupfen? Ich glaube schon, oder? Jo. Dann wollen wir lupfen und, lupfen. Okay. Es gibt uns, bräuchten wir ein neues Item, das wir noch nicht haben. Ich weiß welches, aber ich verrate es noch nicht. Ich glaube, eines der einzigen Items, wo ich mich wirklich daran erinnere, dass ich es mal hatte. In dem Spiel. Weil, ja. Vielleicht kennt ihr das noch nicht, aber ihr werdet es kennenlernen. Mein Gedächtnis, wo der Name überhaupt nicht verdient. Eher so Loch. Ich glaube, Loch trifft es definitiv besser. So, was haben wir da? Du. Willkommen bei Wilden Tokai im lustigen Spielsaal für flinke Tokai. Das ist der heutige Preis. Willst du diesen Duftsetzling? Dann nimm die Herausforderung der wilden Tokai an. Es kostet 10 Rubine. Okay. Du willst die Regeln hören? Ich denke schon. Gib jedem Tokai, der links oder rechts vorbeiläuft, ein Stück Fleisch. Jeder muss ein Stück erhalten, damit du gewinnst. Geht jemand leer aus, ist es vorbei. Alles klar? Ja. Dann geh an den Start. Ich glaube, ich muss... Ah, okay, schon ausgerüstet. Fertig? Los! Okay, Fleisch. 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 Du... Oh! Ihr beide... Oh Gott. Stresst mich nicht das so... Oh. Oh, Schluck. Aber wenn ihr mit zu viel... Oh, das ist glaube der letzte. Aber wenn ihr mit zu viel Fleisch... Ha, ich habe das Fleisch übrig. Ich habe sogar 2 Fleisch übrig. Glückwunsch, nimm den Preis. Okay. Du hast den Duftsetzling. Vielleicht trägt er später einmal viele Früchte? Fragezeichen. Kann man noch was gewinnen? Willkommen beim wilden Tokai. Lustiger Spielsaison, flinke Tokai, Preis. 10 Rubine. Ja, machen wir mal. Willst du die Regeln hören? Nein. Okay. Ich glaube, es wird nämlich immer schwieriger und irgendwann kann man nämlich noch was Geiles gewinnen. Zum Beispiel eine Flöte, glaube ich. Ich glaube, es ist... Wow. Nein, es wird überhaupt nicht schwieriger. Fuck. What the fuck? Wir probieren jetzt noch einmal und schon, ja. Vergissen wir es gerade mal fertig los. Fuck. Wie? Okay, ich bin ein bisschen Spielnatur, darum probieren wir es einfach nochmal. Wie mache ich das? Könnte ich das Zeug auflesen? Ich glaube nicht, ich muss das dann wirklich so anwerfen. Nimm, what the, wieso sind die jetzt plötzlich so langsam? Ich habe nicht gesagt, vergessen, was ich gesagt habe. Oh Gott. Bitte lass mich nicht sterben, Oh Gott. Das ist der letzte. Aber die sind irgendwie einfach, habe ich das Gefühl. Oder haben sie mich einfach vorne voll so verarschen und so. Ja, 20 Rubine. Hast du noch mehr?
Also wenn wieder ein... Ah, es wird mehr! Gesehen ihr? Es wird mehr! Ich hab's doch gewusst. Ich glaube, in dem Fall spiele ich jetzt ein bisschen. Und dann sehen wir, was der letzte Preis ist. Oh Gott! So, immerhin haben wir unsere Finanzen wieder ein bisschen aufgebessert. Du kommst, du hast jetzt was Gutes für mich. Okay, es sieht nicht aus, als gäbe es was Besonderes. Nein, in dem Fall will man nicht. Boah, das hat mir jetzt 10 Minuten von meinem Leben gekostet für nichts. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass es da nichts hat. Jetzt bin ich Glück, ja, denke ich nochmal schon, okay. Was brauchen wir jetzt noch? Wir könnten noch mal die Federn brauchen, oder wir können mal schauen, was wir sonst noch mit dem Ding haben. Eigentlich bräuchten wir noch die Schaufel, damit wir die Aufkerne pflanzen. Nicht. Aber wir können ja mal da durchgehen, weil wir so gut sind. Boah, das Spiel hat mich jetzt voll aufgeregt. Da brauchen wir Bomben, die wir haben. Geil. So, boom. Mal schauen, was da drin ist. Fuck. Brauchen die Federn. Okay. Aber das ist schon mal gut zu... Oh, das ist knapp. Was haben wir denn da rein? Da haben wir etwas, was ich Dings brauchen. Okay. Können wir doch mal schauen. Und ich brauche Flossen. Das heisst, wir gehen jetzt zurück, holen die Federn, holen die Flossen, gehen nochmal zurück, gehen da runter, schwimmen dort rüber und dann schauen wir, was dort innen ist. Unsere Harfe von der Zeit! Wow! Okay. Okay, okay. Ja, wieso nicht? Da komme ich nicht weiter. Oh Gott. Ich bin immer noch voll aus der Puste. Habt ihr eine Ahnung, wie anstrengend das komische Minispiel ist? Also so, ich weiß nicht. Vor allem mit den also in den heutigen Spielen eher weniger, aber vor allem mit den früheren Spielen, wo man sich halt noch wirklich müssen anstrengen für so etwas brauche ich Schaufel. Nein. Aber ich brauche Federn. Okay. So. Moment, what? Ich will aber... Nein, ich kann noch kennen. Ich will aber die Federn so. Früher hat man sich immer anstrengen für so Spiele. Und wenn man zum Beispiel gerade im Endboss war und der einfach schon zum 20. Mal macht und langsam den Trick draussen hat und all seine Attacken, also seine Angriffsmuster kennt und all seine Verteidigungsmuster und weiß, wie man nachher kaputt machen. Und dann sieht man so, wie seine Lebensbar ganz langsam runtergeht. Und dann ist man so, ich schaff's. Und dann geht einfach der Puls einmal auf 120 auf oder so. Genauso ist es jetzt mit dem. Vielleicht sollte die... So. Und ja, also es ist sehr nervenaufreibend. Dort hinten kann man ab. Das sollte man uns merken. Okay. Dann gehen wir da durch. Und du hast meine Frosche. Hey, du bist doch der, gut, dass du hier bist. Ich dachte, ich sollte das wohl besser zurückgeben. Dann nimm nur. Du hast doch das Flossen zurück. Blablabla. Das war alles. Aber vielleicht haben andere Tocker noch vielleicht. Ja. Weißt du was? Da. Fuck. Da. Stirb. Aber jetzt kommen wir immerhin wieder da rein. Finde ich besonders gut. Dafür kommen wir noch nicht, aber dort kommen wir mal hin. Da wollen wir das noch gar nicht brauchen. Darum gehen wir jetzt erst mal da rein. Gut ausgewichen, würde ich sagen. Und da brauchen wir wieder den Reifen. Fuck, habe ich vergessen. Okay, wir gehen zurück. Holen den Reifen. Holen unsere Hafen. Und gehen zu dem komischen Special-Platz, der da oben noch war. Und das alles in der nächsten Episode. Ja, also ich würde sagen, mit der riesigen Auswahl an Möglichkeiten, die wir da haben, beende ich die Folge da. Und man sieht sich das nächste Mal wieder bei Oracle of Ages. Tschüss!